Party Platt und Plüschmos. Willkommen, liebe Hilka, und willkommen, liebe Tauhörers. Wir hatten ja in der verleden Zeit schon recht lichte Themen und natürlich spannende Themen, Was? aber, ja, also, war nicht spannende Themen. Ja, spannend, ja, aber das wäre doch nicht Licht. Wir sind so Also, Schwarm? Dave in Dükat Schwarm, ja, da haben wir Okay. unser Binnenleben noch Buten trocken. Aber ja, okay, wenn das so ist, ja, absolut. Okay, wir hatten auf jeden Fall, war nicht Day-Petit. Und deswegen hätten wir uns gedacht, nur mag wie man wette, eine Folge, die auch, noch mehr Mehrwert hat, mit einem bäten Bildungsauftrag. Worum geht das heute, Hilka? Wie Dükat richtig Dave in. Richtig Dave. Ein Körper. Was ist Körper auf Plattdeutsch? Ich will Körper sagen. Also, ich weiß das gar nicht, aber Körper hört sich für mich eigens als so ein plattdeutsches Wort an, oder? Ja, eigen, ne? Kopdol? Kopdol, ja. Hoppst du dann Kopdol in den Pool? Ja, ja. Also, aber Köpper, ich weiß nicht, er sagt ja auch Seemannsköpper. Vielleicht ist das Oh. ja eigens ein Wort, ob der Seemannssprach. Und wer hat das so ins Hochdeutsche übernommen? Da können wir nochmal noch recherchieren, oder vielleicht weiß das auch ein, ja, von Jo Lewe Tauhörers Köpper. Ist das, Ja. ja, wo kommt das her? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das aus der Seemannssprach kommt. Schrieb du das gern mal? Ich weiß ja nämlich, ich hab doch nimmer über nachgedacht. Ja, also, Hm. kann ich so nur utnahmswies auch nicht direkt im Mang sagen. Nein, oh je, wie wollt ihr sofort Schluss morgen? Gute Pus. Das war eine großartige Folge, Hilka. Danke. Okay, aber trüch. In was mockt wie ein Datenkörperin? In de Barchen von Müll, die wir auf diesen schönen Planeten habt. Müll. Wie sind wir denn auf dieses Thema kommen? Tja, ich glaube, du hast mir beiden der Anregen gegeben, dass ich gesagt habe, ich will mit dir über den Müll schnacken, weil du hast ja erst so in Italien unterwegs, weißt, auch davon vertellt, wo viel Müll da an den Straßen liegt. Ja. Einmal für alle, die gerade das vielleicht nicht mehr ganz vor Augen habt oder das allen beiden Leute hört. Ich bin im Januar 2023 bis März 2023 mit meinem Camper, mit der Lissy, durch Italien feiert. Und ich war einfach geschockt, wo viel Müll da überall liegt. Also überall, an den schönsten Stränden, das waren paradiesische Strände, wo ich lang gegangen bin, dachte ich so, wow, die Landschaft, die nimmt mir einfach den Atem. Ist das schön hier? Aber ich will alles voll mit Müll. Echt, da gibt es keinen Platz, wo kein Plastikmüll, keine Schau, so viele einzelne Schau, ich weiß gar nicht, wo diese einzelne Schau eigens herkommt und wo denn die andere Partner dort diesen Schau eigens ist. Aber überall. Und auch, also ganz besonders schlimm wären eigentlich nicht die Autostrada, also nicht die Autobahn, sondern die Landstraßen. Rechts und links liegen einfach Berge von Müll. Krass. Ja, Das ist krass. ein paar Leute hat mir das schon vorher vertellt, dass Italien halt so wahnsinnig dreckig wäre. Und ich dachte so, ja, okay, kann ja nicht so schlimm werden. Aber doch, das ist wirklich schlimm. An manchen Stellen, wo ich dann auch als Camper dann halt Storn habe und Storn drauf, habe ich jemals eine Mülltüten mit Vollmockt und Müllbüdel mit Vollmockt. Weil ich das ja auch schön, eigens schön und sauber holen möchte. Mhm. Aber an manchen Orten kommt ein da einfach nicht mehr gegen an. Und, was denn noch der Tag kommt, deit. So, jetzt bin ich gerade drin mit Italien. Bitte? Nun bin ich gerade richtig drin, weil du nämlich noch Tag kommt, deit, ist, so als wenn du den Müll, den du liegen deit, wegsammeln deist, was du denn nicht los? Das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach, ja, dann habe ich den hellen Müll und manchmal bin ich ich dürfte halt kein Müllbüdels oder so in der Lissi, weil ich einfach keinen Ort gefunden habe, wo ich den Müll hinbringen kann. Oh, krass. Ja, ich kenne das und Island oder Deutschland, oder gerade hier in Deutschland kennt einen das ja, dass es ab und zu mal so Container geben deit, wo man dann auch einfach mal einen Bettenmüll wegbringen kann. Auf jeden Mhm. Fall, also ich kenne das von mir der Region. Und in Island gäbe das auch. Und so blauäugig bin ich dann halt irgendwie gefallen und hab gedacht so, ach ja, ne, war doch dann in Italien ja auch gäben. Aber Viet und Brit gäbe das so was, okay, zweimal habe ich öffentliche
Sammelstellen gefunden für Müll. Und da musst du aber eine Kurten haben, dass du in die Stadt leben darfst, damit du recyceln kannst. Und dann Ja, stand ich dafür, okay, und nu, zum Glück, als ich da gerade wär, kam ein Mann an und hätte dann seinen Müll gerade weggebracht mit den Kurten, habe ich ihm halt gefragt, ob ich meinen Müll auch da fix mit entsorgen kann. Aber das ist schon auf jeden Fall schwierig. mega krass. Also ich kenne das auch noch von mir Tiet in Portugal, dass wie Ton Hus, so, also als Mietshus oder auch so Privathüser, der hat gar keinen Mülltonnen hat. Du hast dann eigens jeden Ah, Dach den Müllbüdel, den lütschen Müllbüdel genommen und dann innen an die Straße stellt. Wie jeden Dach käme der Müllabfuhr und hätte dann diese lütschen Büdel abholt. ein Aber Dach. jeden Dach käme die Ach, Müllabfuhr. Jeden Dach und krass. hätte dann die lütschen Büdel insammelt und wäre dann eben, die Lüt habt dann an Abend oder vorher an Morgen Müllbüdel nach Buden stellt. Und da habt wir dann auch nicht in Happy Trend, das weiß ich gar nicht mehr genau, ob wir richtig Trend hätt so in Bio und Rest, aber was ich noch weiß, ist, das gave, aber das Straat drunter, da gave da zumindest Container für Papier und Altglas. Ja, okay. Also du weißt so direkt am Mang in Porto, oder? Ja, 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 ich wäre direkt mal Mhm. in Porto. Da, also in der Stadt bin, gave das eben. Wo das auf dem Hm. Land lebt, keine Nee, Ahnung. Weiß ich nichts. nicht. Also ich habe hier oben im Land in Portugal lebt. Santarém ist ungefähr, ich würde sagen, 50 Kilometer nördlich von Lissabon. Hm. Und gar nicht. Da war nichts drin. Also wie habt Sülms, du hätt eine Deutsche, ich habe eine deutsche Arbeit, die mit einem Portugiesen verheiratet wäre. Oder Tohoben, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Auf jeden Fall Tohoben wir. Und der hat auch gesagt, mir bleibt jed einmal das hatten, wenn ich nur in den heilen Müll und noch dein Glas mit drin schmieden dau. Aber das gäbe einfach keine andere Möglichkeit. Die haben eine Tonne und die Tonne ist, ich glaube, einmal eine Werk oder so, hab wie der denn mit us lütschen Trecker, wir hat so einen ganz lütschen, so einen Rasenmäher-Trecker. Hm. Wie dann immer die Mülltonnen noch führen an die Straßen stellt, weil das weil nicht halben Kilometer bitte an den Straßen wäre. Und das war richtig hart, da eins da oben. Sie hat auch versucht, also sie hat gesagt, als sie da angekommen ist, hat sie versucht, dann das Dr. Wiesen, hey, lautes Müll trennen und so. Aber da ob den Land, tau datet, das war ja nur 2015, ja, 2015, gäbe da doch noch keine Müll trennen. Und auch keine Kläranloch. Ja, krass. Und wenn du die überlegst, in Deutschland ist das duale System all negentig inführt worden. Krass, krass. Ja. Ja. Und und das hätte dann eben Hersteller und der Handel verpflichtet, Verpackungen zurückzunehmen und eben auch dann zu verwerten. Mhm. Ja. Und mit 2003 wäre dann ja der grüne Punkt, also der grüne Punkt, Levelü wäre dann so das Monopol davon. Und dann, ach, danach gäbe er dann aber eben auch noch ja, andere Recycling-Methoden. Also, ich glaube ja noch, was gibt da noch, der blauen Engel oder so, oder alles mögliche. Pfand, wann käme Pfand? Pfand weiß ich Fand. gar nicht, wann das käme. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass das hier so ist, wenn man auf einem Festival ist, muss man aufpassen, was für eine Dose einen, wer damit nur Hus bringt. Ja, Nicht, dass das der Niederländischen oder Dänischen sind. ja, ja. Eben, eben. Ja, und aber das duale System ist aber 2019 nochmal auflöst worden von der Verpackungsgesetz. Und das hat noch höhere Recyclingquoten als das duale System vorher hat. Ah, ja. Und darum, ich glaube, das ist dann ja auch so, das hört einen dann ja Jimmers von Experts, die hierher kommt und arbeiten oder Nordic Shoal oder so, der dann sagt, oh Gott, Mülltrennung in Ja, Deutschland. ja. Da gibt es dann auch so wundervolle Reels von, wo jeder sagt, du bist wirklich deutsch, wenn du weißt, wo du trennen da ist. Ja, das ist, das ist so, und ey, ich muss auch sagen, ich muss gerade so, wenn das so Verbundstoffe sind, muss ich auch Mm, nochmal überlegen, ja, ist das nur ja, Restmüll oder ist das der gele Sack? Aber so größtenteils ist das ja so in Fleisch und Blut übergegangen. ja, ja.
Und obwohl ich den Sheet eigentlich studiert habe, muss ich auch jemals wieder nachdenken. Oh, und mein Professor hat mir früher all vertellt, mag jemals vom Joghurt zum Beispiel das Alu-Ding komplett ab. Damit mag Mhm. wie den ganzen Recyclinghof, denn er spart wie heel viel Arbeit. Ich kann ja gleich mal vertellen, was wie du so wie im Studieren heißt, aber Recycling und so lehrt hast. Aber wie mag denn wirklich das Leben lichter durch diese lütsche Sorg? Ja, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn. Wat wei- aber eben auch, was wie so ein Müll produziert, ne? Hast du gewusst, pro Person produziert ein Mensch in Leben 600 Mal sein eigen Körpergewicht in Müll. 600 Mal. Mhm. Wahnsinn. Und das Aber ist Moment, du hast recht, im Leben. in Leben 600 Mal das eigen Körpergewicht. Ich So, überleg gerade, also da ich, dass ich mein Müll ja jeden Tag sehen da und ich ja auch nur so wenig Platz für meinen Müll habe ich ja gerade noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu mir, zu dem Müll, den ich produziere. Weil oft ist ja doch so, oh, mag das da in eine Tonne und dann ist das ein Blick. mhm. Und ich sehe ja meist, wo fällt, gerade wo ich in Italien wäre und das nicht wegkriegen habe ich dann ja sehen, wo fehlt das wäre. Und das ist ja nochmal 600 Mal. Krass, Ja, ja. krass. Ich meine, stell dir mal vor, ein Mann so wiegt so 80 Kilo Mhm. und das 600 Mal. Krass. Also, Ja. Das ist toll, oder das ist, eigentlich mit man mal eins da hoch mit dem Bach sehen, damit man sagt, okay, wo fällt ist das eigentlich und wo wichtig ist das, wie du durchgegen was morgen dauert. ja, apropos Barch, habe ich auch noch zwei Fun Facts. Der größte Müllberg von der Welt ist der Mount Everest. Wie, Nein. doch wieder so viele Lüge muss hingeht, ne, für Trekkingtouren und das ist voll von Müll, von Verpackungen, von Ole Schlopp, Ah, Büdel, von Ole Zelte und so weiter. Ein riesengroßen Müllberg oh ist der Mount, nee. ist das. Also nichts mit unberührter Natur. Das ist so aus dem Festival, dass den einfach der hele Camp durchläuft. Ja, so ungefähr. Oh. Und der zweite Fun Fact zum Thema Müllberg ist, 2009 hätte Müllabfuhr in Berlin und ein Bezirk so viel Müll zusammentragen, dass diese Barch, die da beruht ist, so groß wäre, dass die wie Google Maps einen eigenen Intrag als Hus kriegen hätte. Nein. Doch, Ist das bitter. ja. Oh, nee. Und wo du sagst Festivals, ne, da habe ich auch noch ein paar schöne Fun Facts. Ne? Ja. Und zwar, ich darf mir selbst ja auf die Schulter kloppen, denn Gruftis sind die saubersten. Nein, da kann ich Doch, mir nicht feststellen. doch. Hol ich Ja, kein Gerücht. ich hab hier ein paar tollen Rutsücht. Mhm. Nämlich, ähm, Spitzenräder ist das Southside Festival. Ah. Da pro Kopf durchschnittlich 1 Kilo 48 pro Oh, Kopf. mehr nicht. Nee, Okay. aber das Wow. Mera Luna pro Person bloß 1 Pfund. Ach, 500 Gramm. dann kriegst du ja die eine Müllmarke gar nicht wette, Ja, oder? habt so abschafft, weil sich das nicht Ah. lohnt hätte. Gruftis produziert einfach war nicht Müll. Ah. Oder die sammelt vielleicht auch einfach Bäder, weiß ich nicht. Und weißt du mit den Müllsäcken, nämlich mit den Müllbüdeln in China unterwegs wären, dann hast du da vielleicht Punkte für gutes Benehmen in den App kriegen. Ah, stimmt, die habt so ein Sozialbewertungssystem, ne? Ja, ja, und für den Müll Ah. sammeln kriegst du Ah. Punkte. Was wäre irgendwas da mit dem Studium und Müll? Ja, genau. Ich habe, für alle, die das vielleicht vergessen habt oder gar nicht wisst, ich habe Verfahrenstechnik studiert. Und Verfahrenstechnik ist eigens eins mit Rohrleitungen, mit Fördersystem, all das. Und das ist ja absolut Recycling, Abfallwirtschaft, Deponien. Wir haben zum Beispiel Bodenwaschanlagen. Also wenn du dreckigen Boden hast, mit, sagt wie doof, wenn man eine Tankstelle oder so. Und dann ist dort, dann kommt das ja höchstens vor, man fährt das durch ein Betten Erdöl, also Öl, Diesel, all das in den Boden sickern deit.
Und wenn du dann den Tankstee wegnehmen deist, musst du ja diesen heilen Boden gut kuffen und wieder reinigen und wieder sauber kriegen. Und da hat wie den zum Beispiel auch ein Praktikum, was ganz spannend wäre, über Kunststoff. Wenn du, nehmen wir mal wieder den Plastikbecher oder den Joghurtbecher. Du hast 4 Borben, Aluminium, also, nee, sag ich wie noch, da ist noch diese ganz ohle Plastik Deckelborben drauf. Hab wie einmal den Deckel, dann hab wie diese Aluminiumfolie, der das ja frisch halten soll, und nochmal den Becher an sich. Und wenn wir das komplette Mang so wegschmieden würden, wie soll die Recyclinganlage denn das Trend kriegen? Und da gibt es nur den Weg, eins winzig Lütsch häckseln, dass du das in ganz, ganz lütschen Schnipseln hast. Wenn du dann aber noch einen ganz anderen Joghurtbecher dabei hast, wenn du dann noch ganz andere Plastik oder Kunststoffe, da gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Kunststoffe. Und nur habt wie einen großen Bach und ganz viel unterschiedliche Kunststoff. Und das möcht wie wetten, werde unaneklamüstert kriegen, weil das ja ein riesen Kuddelmuddel ist. Aber ich möchte dann ja Sorten rein werde trennen. Und wo mockt ein das? Und das habt wie zum Beispiel lehrt, denn das ist auch werde nur Verfahrenstechnik. Zum Beispiel kannst du das ins Worte schmieden. Da gibt das, da dächt das unterschiedliche Dichten hat, gibt das manche Kunststoff, das dann um den Boden sinken deit. Dann weißt du, ah, okay, die Dichte ist schon mal ziemlich hoch und das separiert sich dann von Kunststoffen zum Beispiel, die ob das Worte fleiten deit, weil der einfach so eine geringe Dichte habt. So habt wieder, das ist nur einmal ein Beispiel, wo du das hell einfach trennen kannst. Und sonst gibt das noch zum Beispiel, das nennt sich IR, Infrarotspektrometrie. Und dort sendst du einfach eine optische Welle, also eine Welle, sendst du darin und kiekst, okay, was für eine Welle, was mir durchbringt. Und damit kannst du identifizieren, was für ein Kunststoff das ist. Und dann sind das eigentlich ganz witzig gut, wenn du dann identifiziert hast, ah, das ist der Kunststoff, der Rutmut, dann ist das meist so, dass sich ein Lütsche, wo nennt er das? Windstrahl, ein Luftstrahl, der wird dann shorten und schüttet das Teil dann gut. Das ist ganz witzig gut. So was zum Beispiel. Aber das ist natürlich ein riesen Aufwand. Und dann gäbe das auch noch, das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte im Studium, denn wir müssen alle eine Projektarbeit morgen. Und ich habe ja mit Jungs da oben, 3 Jungs da oben in einer WG gewohnt und die haben sich alle, ja, sag ich mal, so lala um ihre Projektarbeit kümmert. Und dann kam der eine Professor an, hat gesagt, hier von der Müllabfuhr in Wismar oder der Abfallwirtschaft, der möchte doch ein paar haben, die ihre Projektarbeit wieder mockt. Und der hat gesagt, ja, wenig Aufwand, mockt, was möcht wie denn morgen? Ja, eine Abfallstudie müssen sie morgen. Und eine Abfallstudie ist, dass sie ein Abend im Monat hat sie einen gewissen Bezirk den heilen Müll kriegen und müssen sortieren, was dort bin ist und wo fehlt von was. Oh ja, der hat so einige Sorgen gefunden und ich würde sagen, die 50-Euro-Schein war doch das Beste, was sie da gefunden. Oh, shit. Ja, der hat so Klicks in Döner investiert, hat so erzählt. Oh, Mann. Ja, die stehen dann da in diesem witten Heilkörper antüch, Mundschutz und dann natürlich Schutzbrill und eins und hab dann da den Müll untereinander klamüstert. Was welche Müll ist, wo gaut was trennt, wo viel Kilos von was für ein Müll. Ja, dann wird das eine Projektarbeit als Verfahrenstechnikingenieure. Oh Gott. Ja. Oder wie hart welche, die sind von einer Deponie gegangen. Und gerade so Sondermülldeponien, also wie in Deutschland habt ihr nur noch heil wenig Sondermüll oder Müll, der auf eine Deponie muss. Aber gerade so eine Deponie ist nicht spannend, denn und eine Deponie darf nichts richtig gut kommen. Das Sickerwasser oder das Sickerworde, das muss komplette Mang reinigt waren. Und da hast du Sodom und Gomorra in diesem Wort. Also du weißt ja nicht, was da bin ist. In einer normalen Kläranlage, okay, da weißt du ungefähr, was da bin ist, wenn du auf die Industrie da ist, die du anschlossen ist. Aber Sickerworte und eine Deponie, das ist richtig gruselig. Da schwimmt dann so ein dreiaugiger Fisch mit Binde, wenn du nicht aufpassen da ist. Greetings from hell. Oh yes, oder in Springfield. Oder aber auch das Deponiegas. Also die hele Deponie, der muss so as in ein
also in ein Koffer, der muss richtig inkoffert werden, dass du, ob er einen sieht, das wurde und nicht in das Grundworte kommen deit, will ja alles verschmutzen, und das Gas muss absorgen waren, damit das halt nicht in die Atmosphäre kommt. Und das ist das, was wir halt in Deutschland mockt. Wenn wir dann mal über die Grenzen kicken oder so, genau Indien oder so, wo das halt einfach überall, sag wie mal Euphemismus, thermisch verwertet wird, das ist wirklich gruselig. Also thermische Verwertung ist eigens nur Verbrennen. Ja, und da sind wir noch nicht wieder Thema Müllheizkraftwerk. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Wie zum Beispiel in Island, als ich da gewesen bin, da, die sagt immer, da wird Gaut trennt. Ich glaube, das System ist auch Gaut. Der Realität sieht aber heil anders aus, weil der Islandschen, das habe ich ja all schon mal, ich glaube, in der Folge, wo wir über nachhaltig Leben vertellt habt, Mhm. Ja. ähm, die habt einfach keine Umwelt oder wenig Umweltbildung. Die, dann ist das egal, also nicht jeden, aber der Großteil, den ich belebt habe, dann ist das egal, ob das Trend wird oder nicht. Der habt einfach so viel, da habe ich ja auch vertellt mit dem Worte, das Worte und gerade Energie, der habt so viel, das ist so günstig, dass der das gar nicht lehrt, damit vernünftig umzugehen. Und der habt nun noch eine so saubere Umwelt, dass die gar nicht richtig lehrt, damit vernünftig umzugehen. Und Island oder Schweden kauft und Island Müll ab, um den Bisik thermisch zu verwerten. Island hat keine eigene Müllverbrennungsanlage und Schweden brugt das. Krass. Ja, und so wird der Müll dann und Island nach Schweden schippert. So als wir uns Müll dann ja auch gerne mal nur Afrika Ja, sind ja. dort. Ich glaube, die größte Mülldeponie ist in Ghana oder so. Ich, ja, das weiß ich nicht ganz genau, da habe ich nicht noch gekeken. Ja, Ja, ich glaube, ich habe so den Achterkopf, wo dann auch echt Lühe da mit ihren Familien ob lebt und auch ja, von dem Müllsammeln lebt. Also mega krass. ja, ein hört doch fehl. Ja, da muss sie auf jeden Fall einige down. Und das ist so ein wichtiges Thema. Ähm, da, und wenn in Island habe ich mich damit ja so Betten beschäftigt, als ich an Bioplastik forscht habe. Und Mhm. jeder denkt so, boah, wenn Bioplastik kommt, dann ist die Welt rettet. Und nee, leider ist das nicht. Das Gift leider nicht, dass der eine sorgt, der die heile Welt retten da. Das wäre auch schön im Water werden. Nur Bioplastik ist natürlich schönes Marketing, um zu sagen, mit Bioplastik, damit rettet wie die Welt. Nur, dass kein Einsängen deit oder das in eine Scheiden deit, ist das nur Bioplastik, was einfach nur ut erneuerbaren, nee, ut norwassenden Ressourcen herstellt worden ist, aber vielleicht nicht biologisch abbaubar ist, oder aber ein, das ut Erdöl herstellt worden ist, aber biologisch abbaubar ist. Also, Mhm. du hast einfach, wette, das ist Greenwashing, oder wo fällt deklariert? Das gibt eine ganz spannende Coca-Cola-Werbung, wo auch sagt, was 15% ist so Bioplastik mit bin in diese Flasche, in diese Bottle. Und dann kaufst du die und denkst, oh, jetzt hätten wir Gaue da. Yes. Aber das sind nur 15%. Mhm. Und dann Und das ist schon, ist das Plastik. ja, ja, genau. Oder Plastik, was dann nicht, wenn das in die Umwelt kommt, deit, erst in Jahrmillionen verrotten deit. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich habe mal so ein Betten käken, wie, ja, nu hab wir das Problem, aber wie soll das denn gut in uns Taukunft? Hab wie vielleicht dort Technologien, die in der Taukunft das alles im Betten anders morgen da mit dem Recyceln. Und das erste, was ich gefunden habe, ist eigentlich ganz witzig, wie ich das davon Heik all schon hört. Und das scheint in den Niederlanden auch all gäben. Das sind nämlich Insekten, die in us Biomüll lebt. Kannst du dir da was vorstellen? Also, ich habe nur gerade so ein Bokashi-Armer Ah, hast von, du? Das ist ja cool. Wo lebt ihr? von Ich wollte den eigentlich eine Freundin schenken. nee, 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 Kommst du heute nee, nur nee, nicht? nee, ich hab den nicht, aber ich hab den gerade so Ah. vor Augen. Also, Hm. Levelüweci, also ein Bokashi-Ammer ist im Prinzip ein Kompost mit einem Deckel ob. Also ein Eimer, wo ich einen Deckel obmockt und da bin, ist ein Kompost. Und der Mutter in Iglöf, Tein oder Vierteln Tagen oder 3 Wochen, bin ich mir nicht sicher, auch sloten bleiben. Und dann könnt ihr achter noch da
Kompostwater oder dann super Kompostrut holen. Aber nicht verwechseln mit was anderes. Na? Das kommt für Folge 69. Das kommt für Ja, Folge 69. aber du hast sofort gewusst, was ich sagen wollte. Nee, sag ich nur, aber nicht. Das geht ja aber um Bokashi und nicht um das andere. Nicht verwechseln, wenn ich damit einmal sagt, oh, ich hätte aber so ein Nee, Bokashi bitte. Bokashi bitte. Ja, ja. Genau, Ja. da kommt dann nämlich das ist der Saft oder der Tee oder der Komposttee. Mhm. Genau. Ah, cool. Und du hast die noch nicht probiert? Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich das in mein Lütsche Kölk gut probieren will. Oh ja. Da bin ich mir nicht so sicher, wie ich stelle mir das so dann von Dräken so ein Beten vor, als wenn du so ein Brennnesseldünger ansetzen deist. Ja, hält das nicht Jauche oder so? Ich glaube, in Frankreich ist das auch nicht. Brennnesseljauche. Brennnesseljauche oder ist das verboten, wie das so stinkt? Ah, krass. Ja, nee, ist nicht ganz so. Also, der in den Niederlanden hat den eine Form mockt, weil ob er einen sieht, hat wie ein Problem mit der Versorgung von der heilen Menschen oder der heilen Lü ob der eher mit Nahrungsmitteln. Und über anderen sieht, hat wie wahnsinnig viel Bioabfall. Und der Insekten könnt theoretisch den Bioabfall ummümmeln. Und wie könnt ihr Insekten ernten? Und so ist das ein Kreislaufdenken von diese, ich weiß nicht genau, wo wir denn nun sind, müssen ich eigentlich mal nachkicken. Aber ich finde das eigentlich ganz pleatsch, das so morgen. Oder aber, dass du da Regenwurms drin morgen da, oder Regenwurms Lävenloten da ist, in diese Grode, wo der ganze Biomüll dann rumkommt da. Und die mockt das dann, werdet Tau Humus, also Tau Mutteborden. Spannend. Das ist ein super spannender Ansatz. Oder halt auch Biogas, dann kriegst du noch Energie und die Bioabfällen. Und was das sonst noch geben da ist zum Beispiel, das gibt es sogar nur all, da bin ich für ein paar Jahren auf einer Messe gewesen, eine Abfall- und Abworde-Messe. Super sexy, aber hat Spaß gemacht. Also ich bin auch so voll so ein Messetyp, ich lebe da einfach rumtaulopen und mit jedem Bett schnacken. Und da gäbe das all Müllammer, also öffentliche Müllammer mit einer KI, beziehungsweise mit Sensoren bin, die über eine App meldet, wann sie voll sind. Und dann muss die Müllabfuhr nur dann kommen, wann sie voll sind. Oh, in Hamburg ist das auch so. Ach, wirklich? Das ist ja großartig. Cool. Ja, die großen Abfallammer in der Mönckebergstraat, Spitaler Straat, der meldet dann eben auch an der Müllabfuhr, wir sind nur voll. Ja. Die können vorbeikommen. Also die kommt dann echt bloß, also in der Fußgängerzone ist soweit natürlich fix voll. Ja. Aber die habt da auch einen Sensor bin. Ja, finde ich stark. Ist genau richtigen Anhang, damit der einen nicht überquallt, will der dann vielleicht auch nur einmal den Weg, aber das Feld auch wenig leert war. Und die anderen nicht ständig anfeuert sind und leer sind. Ah, cool. Oh, ich kann aber gerade noch so ein Beten wie das Insektenäden fast. Ja. Ja. Ich habe ja in Sommer in Thailand, das habe ich ja in der Folge, ich weiß, was du vielleicht in Sommer Don hast, habe ich das, glaube ich, vertellt. Ich kann das Video auch noch auf meinem Instagram-Kanal sehen, wo ich so ein DR8. Ja, also ich denke auch, dass für die Zukunft ist das war nicht wichtig, aber ich glaube, der Mutter hat für mich auch verarbeitet, weil ich kann nicht, ich glaube, ich kriege das nicht nochmal hin, so ein Grille zu essen. So ein Grille. Dann grienst du so Brät und hast noch die Grillenfeuten so zwischen den Tänen. Oh, ja. Oh, das wäre echt övel. Also vom Geschmack wäre das ja eher so, ne, so, das hätte bloß nach Sojasauce schmeckt, aber das sind schon Beine dann zwischen meinen Zähnen. Oh. Ja. Das wäre mein Belebnis im Thailand-Urlaub. Okay. Aber wo du sagst, ne? Du lachst so. Das hätte mich neulich, ja. Ja, ich mag das all. Ja. Aber wo du halt hier eben sagst, so, ne, mit den Mülltonnen befüllen, hast du gewusst, dass die Müllabfuhr die Mülltonne nicht abholen muss, wenn du das falsch sortiert hast? Oh, echt? Ich überlege gerade, ich habe das ein paar Mal, ich glaube sogar in Wismar Hike das hat,
du hast wie glücklich nicht in der Papiertüten, den Biomüll nicht in der Papiertüten mockt oder so. Mhm. Ja, und da habt ihr das auch gestohlen. Ja, und den wird halt echt nicht abholen. Und der holt das, dann musst du extra, ne, gegen Geld, in Neuabholung beantragen und das kostet aber Oh, extra. ja, natürlich. Ja, und sie, Oh. ja, und dann ist auch sie 2015 so, in Deutschland mögt de Lü Müll trennen. Ja, ja. Und wenn das regelmäßig passiert, dass du falsch befüllst, dann gibt das Bußgelder zwischen 50 bis 5000 Euro. Mit 5000 Ja, Euro. ja. Ist ja krass. Und wenn du, aber auch wenn du sagst, boah, ich habe hier richtig gut Mist, alles in die Mülltonne drin, Taufehlmüll in der Tonne ist auch nicht gut. Denn wenn der Taufehlmüll binnen ist, dann möcht ihr das auch nicht abholen. Und dann musst du auch Echt? wieder eine Sonderlehrung beantragen. Also wenn der Deckel nicht taugorn deit oder was Ja, oder wenn schwor der, ist. ja, wenn der zu schwor ist, wenn der zu viel binnen ist oder du da einmal rinhoppt bist, um das so ein bisschen Äh, zusammenzustampfen. was ja kein ein Morgen deit. Ja. Apropos Tahopenstampfen, da habe ich auch was Lustiges gefunden. Da gibt es ein Unternehmen, das versorgt nu und den hellen Plastikmüll Baustein taubocken. Ach Das was. dann Hüs oder Straßen und recycelt oder Tahopen hochverdichteten Plastik oder Kunststoff mockt wird. Das fand ich super spannend. Irre. Mhm. Und ich habe mich, okay, in Wismar sogar mit einem in der Hallen, der möcht Hüs und Stroh und Hau bauen. Hast du da mal von gehört? Aber das wäre ja dann eigens, also dann bloß und Stroh und Haue oder eben auch so der Ole Buwis in Lehm bin. In Lehm bin dann glücklich. Da bin ich mir Mhm. nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, aus Lehm buten und bin, weil das ja auch gut für das Klima, für das Raumklima ist. Ja, und die Hüser von mir in Öllern, die sind reddig noch, das sind ja Ole Hüser, da sind die Wände und Lehm mit Stroh bin. Ja, ja. Und das ist auch Hätt gerade ihn, im Kommen. ja, hätt ihn aber super schlechten Handyempfang. Oh, der geilert nicht. Auf gar keinen Fall geilert. Ja. Und da habe ich gefragt, wo ist das denn so mit Brandschutz und so? Ganz deutsch natürlich, liegt an Brandschutz denken. Mate. Und sobald die Stroh und das Hau so hoch verdichtet ist, dass du kein Luft, also kein Sauerstoff mehr zwischen ist, dann kann das natürlich auch nicht brennen. Ja. Und da habe ich das so, ja, du Pleatsch. Ja, das ist dann ja auch eben in der Lehm-Infahrt. Also, Ja, ne, wenn du die Tapeten runter bieten deist, dann siehst du da eben nur auch nicht, dass da Stroh drin ist. Aber ja. wenn du was von der Wand rutkloppen musst, dann kommt die eben, ja, das Stroh und das Hauen so im Tang. Moin! Ja, das schniepselt dann da so für sich hin. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, weil Baustoffe oder gerade Hüs sind jümmes Sündermüll. Wenn Mhm. du Hüs aufreden wart, wenn ein da was von Hüs, das ist jümmes Sündermüll, das ist so viel Müll. Ja, da gerade diese ollen Fahrighüser oder 70er Jahren, wo dann noch so Ja. Fentanyl und all so ein Schiedkram drin Oh, ist. Asbest. Oh. Mhm. Ja, ja. Ein richtig großes Problem. Und was auch ein großes Problemlöser wäre, das gäbe ein Enzym, was gefunden worden ist. Es gibt zwei Sorgen, einmal Enzym und Bakterien, die anscheinend Plastik zersetzen können. Ach, was. Ja, aber du hast die Forschung noch nicht ganz so weit und das würde sich natürlich auch, das wäre ja, ob er einen sieht, wäre das perfekt, ob er anderen sieht, wäre natürlich blöd, weil die Welt ja nicht, die Bakterien, wenn der denn in die Umwelt kommt, dann wird Mhm. ja alles verknuspern. Also alles, was Kunststoff ist. Ja, das wäre auch blöd. Ja, aber richtig blöd. Wie könnt ihr das Leben überhaupt nicht mehr herstellen ohne Kunststoff? Nee, und das ist ja auch zum Beispiel wie der Automobilindustrie ist das ein super wichtigen Werkstoff. Ja, 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 so Medizin, aber vielleicht die Medizinindustrie. ja, Den Medizinsektor. ja, Das ist ja. so, so wichtig, dass wir das habt. Deswegen Also, treffe ich das nicht einfach nur für Düveln, aber ja, wenn wir da andere Weg finden. ja, Nachhaltigere Weg. noch heiligere Weg. Vielleicht dann doch auch, wo kann ein Kunststoffe auch besser recyceln? Ja, Länge Nutten. Ich habe Mhm. halt, oder ich habe hier gerade läst, dass auch sowas als, ich nehme das dann im Glas oder
ich nehme die Papiertüte, das ist, oder Papierbüdel, das ist meist nicht so viel Bäde. Das ob best ist, wenn wir das so oft als möglich nutzt. Ja. Ja, also, Levelü, wenn Sie mal wieder ein großer Amazon bestellen, morgt oder weiß ich nicht wo, und das kommt dann in diese Plastiktüten, diese Plastikbüdel, und Sie sendet das nicht ruhig. Bitte nehmt diese Plastikbüdel für was anderes. Ja, ja, und ob das nur Müllbüdel dann genommen wird. Ja, eben. Und wenn, Das gibt ja. ganz einfache Sorgen, wo er dann doch sagen kann, okay, das ist ja einfach. Oder ich habe angefangen, Tanbus, das ist ja das einfachste überhaupt, aber der nur Bambus zum Beispiel. Mhm. Wie wesselt us Tanbus? Sowieso fällt er wenig, aber das ist noch eine ganz extra Folge. Aber auch diesen Müll, oder das kann man als ein Betten Pleacher mocken, sag ich mir das mal so. Das ist Ohne so. sich groß umzugewöhnen. Das ist so. Und weißt du was? Ich glaube, du hast sicher ein Bannig pleached Late Rot oder? Was eine Anmoderation für das Geld. Du musst mir dann fast auch peinlich, das Tuss. Und ich hab für Meme übersetzen. Für Meme Laptop setzen und hab nur so in mir rinkichert, als ich das übersetzt habe. Und ich habe auch noch einen zweiten Total, falls die das blöd ist, was ich hier habe. Aber ja. Oh Ja, Gott. ja. Also, sieht Enrique Iglesias. Kann mir, glaube ich, nichts mehr top blöd sein. Das war jetzt so ein richtig trashiger Song. Passend zur Folge. Ja, okay. Okay. Du wirst das auch sofort gut kriegen, aber ich möchte das gerne zu Ende fair lesen, weil ich den Text so witzig finde, ja. Mhm. Okay. Bitte sag nicht, dass das Ute Sesamstraut ist. Nee, das ist es nicht. Noch nicht. Okay. Also. Oh Gott, ich kann nicht. Sie hat rotes Haar und gelbe Zähne. Sie rögt noch Basar und noch Hyänen. Ich treib sie in Tanschub in Leverkusen und mir will von der Stelle wegknurren. Ich möchte Milch und ihr Posten. Okay, den Refrain wollte ich mal kurz weg, ne? Das ist wie stünn. Das Wie stünn nackt und blut. Musikvideo dazu. Wie stünn nackt und blut für einen Leuchtturm. Sie wär min Sticken Holt und ihr Holtwurm. Sie gäf min Knie ein Säuten und ich ihr ein Schienbein. Und Donno ist das Blut vorn, denn sie hätt mi so es in Wildswien rähen. Nur ein Nacht wär sie nicht mehr durch. Ich bin für de Dörr gorn, als das passiert wär. Sie hing an Vaters Piephahn. Ich hab nur gedacht, du wundervolle Frau. Sie sagt, trägt die Ut, ich bin de Bost, naja. Oh, sorry. Du bist das gut von, oder? Das ist Cocaine ähnlich Buddy Ogün. Mit Oh, Mozart Margarete natürlich. Ein Klassiker. Ein ein Klassiker. Klassiker. Ich hab dir auch noch einen anderen mitgebracht, falls du noch einen anderen haben möchtest, aber ich finde das einfach so witzig auf Plattdeutsch. Das ist ein wunderbarer Song. Buddy Ogün. Kopische kennt all Buddy Ogün. Hätt mi nicht prägt, der mi Party-Tit. Ja. Ja, Also, aber du kriegst jetzt noch mal einen anderen. Den finde ich richtig schön. okay. Bist bereit? Ich bin bereit. Du trägst kribbelig an die Zigarette. Du hast das Mögen wieder anfangen. Echt? Du fragst mi, ja. Was für ein Song ist das? Du trägst keine Liebe in dir. Ja. Oh. Mann, da war Gaudhilger. Oh, ja. Ja, so ein schönes Lied, oder? Ja, aber wo du mir damit nur lichtens was sagen? Oh, nee. Von Buddy Ogün bringt du noch rumkommen. Ja. Na Gott. Ach, echt. Aber der Sänger, der wäre doch so lang mit irgendwie von den Maiglöckchen zusammen, glaube ich. Das war nicht ganz mein Tiet. Ich weiß, also ich mach die echt leider total gern. Ich weiß, war das nicht in dem Video, wo hey die hele Tiet noch holt hat? Ich glaube, kann wein, aber hey, sieht ja nur gut. Oh. Hast du mal ein aktuelles Bild von ihm sehen?
Nee, nee. Ich weiß aber kein von Freue. Muss ich noch einmal kicken. Ja, also. Aber nobody shaming hier. Nobody shaming, no. No, Mhm, no, no, mhm. no, no, no. No limits, no. Okay. Was ist die Song? Ich bin bereit für den Song. Ja, also mein Song kriegst du auch gefühlt super fix. Gut, das ist nämlich auch ein Klassiker. Oh, aber du weißt, dass ich in der verleden Zeit nur Malle-Hits höre, ne? Ich kann nichts anderes mehr. Du kriegst das nicht ganz gut. Ich verspreche dir das. Okay. Okay, also. Sie wollen nie nicht sagen, von wo sie kommt. Gestern ist Glicks, wie dat wie weg ist. Wie de Sünn schient oder in de duster Nacht. Nimm's weit, sie kommt und geit. Bet anamol, Karfunkeldingsdach. Wo kein konde in Ökelnorm gäven. Und ook, wenn du elk in Dach anders bist, du warst mir fehlen. Na, du sagst so wieder was wie Google, ne? Ist das ein englischer Song? Bitte? Ist das ein englischer Song? Ja. Was wir den Refrain nochmal geben? Bet anamol, Karfunkeldingsdach. Wo kein Kundi ein Ökelnorm gäven. Und ook, wenn du elk ein Dach anders bist, du warst mir fehlen. Was ist ein Karfunkeldienstag? Lernt wie, haben wir auch endlich mal ein bisschen Language Learning hier. Ja, bitte. Das plattdeutsche Wort, was ich für einen Edelstein, für einen roten Edelstein kenne, hey, ist Karfunkel. Ach, krass. Okay. Ruby. Aber ich weiß den Song nicht. Wirklich nicht. Lisa, das ist ein Klassiker. Ruby, du. Jetzt macht das nicht noch schlimmer, als das ist, Herbie. Okay, muss ich ablösen? Ja, bitte. Okay, Levelü, bitte, das deit mir so late. Sie weiß sicher nur all, worum das geht mit dem Karfunkel-Dingsdach. Das ist natürlich Ruby Tuesday von den Rolling Stones. Ah. Ja, ich bin Ruby Tuesday, who should hang a name on you? Nur sag mir nicht, du kennst das nicht, Lisa. Nee, doch, du kennst das natürlich. Ich kenne das natürlich, aber ich kenne den Songtext nicht so richtig. Ich bin nicht so ein Rolling Stones Fan. Hey, du hast doch gehört, ich bin mir Buddy Ogün und ja. Oh. Ja, ich muss wie die nochmal in eine Lehre gehen, wie Gott nochmal da oben vieren und dann muss ich wieder nochmal. Ja, das verleden Mal hätte das ja bloß in die Kneipe schafft. Ja, da gibt es doch keine richtige Musik. Nee, wie Engs hat die mal da an der Jukebox gehen. Schon, hätte ich aber nicht gemacht. Ja, da gibt es, wir wollten so eine richtigen hamburgischen Kneipe und da gibt es sogar noch richtige Jukebox. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Ja, aber das wäre, das schnackt wir in der Sonderfolge nochmal über, das wäre achter die Obnahmen, die wir für die jungen Lümarkt hätten, ne? Das sind wir noch Lust hatten. Ja. Genau, aber da mag wie noch mal, genau, da kommt noch mal eine Sonderfolge. Da sagt ihr schon dann Bescheid. Ja, aber Hamburg-St. Pauli ist eigentlich auch ein golden Overline für das nächste Thema. Denn Hilke. Hilke hyperventiliert Kornschall, das kommt morgen. Wie schnackt über eine Band und Hamburg, St. Pauli, das sind nicht die Beatles, nein. Wir schnackt über die Band, die in dit Jahr, also wir schnackt nicht bloß über diese Band, aber wir schnackt über die Band, die Norde ESC hinfeuert. So, darum, wir schnackt über die ESC. Oh. Genau, endlich mal über den ESC, auf besonderen Wunsch von einer hier nicht nennenden Dame. Schnackt hier über den ESC. Ja, das war schön. Ich freue mich bannig drauf. Das war super. Ja, wenn wir mit ESC kommen, mit ESC-Songs kommen, dann verkacke ich richtig. Nein,
was mich gaut rein. Ja, ich bin neugierig auf den liebsten ESC-Song. Und ich glaube, Ja, ich du guck. du kannst uns Zuhörers da auch eine Menge vertellen. Ja, ja, auf jeden Fall. Freit schon drauf. Und bis dahin, mag das gaut. Bis balle. Tschüss. Tschüss.